Salut und herzlich willkommen bei Lachsflame. Ich denke, heute muss man nicht so in einem Werk spielen, dass es geht, oder? Fantasy-Spiel, wo nie aus der Mode könnt. Fortnite. Nee. Ich meine natürlich Pokémon. Also seit über 20 Jahren bringt Nintendo immer neue Pokémon raus und könnt mega nie aus dem Trend. Und auch das Kehr, wo ich etwas ganz Neues Aufhalle gelost beim Shield als Sword. Oh, ey, warte. Wo war das die ganze Zeit dann? Schon, ja. Okay. Aber weil das alles Neues gibt, das sieht da los. Auch mal lang, ja? Das haben soweit. Ein neue Pokémon aus der Bausen. Und natürlich war man direkt drin am Pokémon Fever. Durch neue Features, wo ihn dann am ersten Trailer gesehen hat, Grundspiel negativ, wie auch positiv Kritiken an der Verrängung von Pokémon gefallen. Für mich hat von tun, was das geht, aber was alles Neues, zählen ich Elo. Pokémon hat noch immer dasselbe Prinzip. Bei diesen 2 Deler wird Nintendo aber richtig mehr gehen, für ein bisschen mehr Aufwärtslung dran zu kriegen. Hier haben sie die klassischen Rennen an die Top 4 auf der Seite gelost, an den Turnier auch genannt als Arena Challenge draus gemäht. Der momentane Champ Delion traf den direkt am Anfang, weil er sucht der Bruder von unserem Rivale, den Hop. Götti gewur, wir können gegen Delion zu kämpfen, muss ich für dich die Arena Challenge packen, für dann an der finale Runde können den neuen Champ zu gehen. Wenn natürlich geht als Reis nicht nur darum, Champion zu gehen, mit werde noch viel liefert Geschichte von der Gala-Region lehren und sogar ihren Untergang verhindern. Und mit dem Sinne neuen Chambers für den auch noch immer viel zu machen, wie zum Beispiel das legendäre Pokémon zu fangen und auch ein großer Finalkampf gegen den Hop. Den Hop, also der kleine Bruder vom Champion, wird uns über die gesamte Story hier begleiten und erhält uns auch mal ein paar witzige Momente, wie auch nervig Kampf. Wir führen alle motiviert hin uns, wie auch sich selber, für nicht bei der Arena Challenge abzugehen. Den Hop selber ist aber nicht als ähnlicher Begleiter. Heute kennt er noch Sonja anspielt, die Assistentin von der Professorin Magnolia. Und hat will mehr über das Mysterium von der finsteren Nacht erforschen, an herausfinden, was das Stummer da auf sich hat. Durch Sonja gibt man sich die Geschichte von der Gala-Region an mehr wird die legendäre Pokémon geworden. Natürlich sehen wir dann noch immer den Delion selber, dem wir helfen müssen oder hier gibt es Tipps. Eine von der wichtigsten Personen von der Story ist der Liga-Präsident Rose. Den ist, wie sein Name schon sieht, der Präsident von der ganzen Arena Challenge und noch neben seinem Namen spielt er weiterhin an der Story auch eine richtig große Rolle. Von der Schwierigkeit hier ist es für den anderen Spieler ziemlich einfach und als Neuling kriegt er natürlich auch alles genau erklärt. Eine Skip-Funktion für die erfahrenen Spieler wäre sich nicht schlecht, weil so viel verändert sich auch nicht. Also wissen wir, wie ein Pocket Center funktioniert und wie er kämpfen muss. Für die neuen Spielergenerationen ist es natürlich immer gut zu wissen, wie es funktioniert. Wenn er bis 2-3 Stunden gespielt hat er noch normalerweise Naturzone erreicht. Und der ist auch neu an diesen Deler. Das ist ein Zwischengebiet zwischen der Stadt Fugala. Und sie also auch sich nicht dafür da, für mit Lust und Laune Pokémon zu fangen. Für den zum Beispiel Bereiche mit Wasser, für dann mehr Wasser-Pokémon zu fangen. Oder es steht ein verlassene Gebäude und da ist dann der Bereich magischster Pokémon anzutreffen. Also weiter und so fort. Das Prinzip versteht den ziemlich schnell. Nintendo aber bei diesen Deler von Let's Go River geholt hat, er kann den Pokémon durch Wies laufen. Und das sind auch meistens die, wo ihr kann an seinem momentanen Level fangen. Die Pokémon, die neben der Wies laufen, sind oft mehr stark und dann muss ich für die kommen, für die zu kriegen. Wenn ihr durch die Wiesen lebt, sind aber verschiedene Pokémon, die ihr nicht seht und die laufen dann mit einem großen Ausrufezeichen ob ihn durch und da kann ihr gegen kämpfen und sie fangen. Hier kann ihr sich dann nicht nehmen unendlich amüsieren, für Pokémon zu fangen,
wie natürlich auch für sein Pokémon zu levelen, auch für sein Team abzurüsten, für auch bereit zu sein für eine neue Arena-Challenge, auch für Hanno gegen den Champ zu kämpfen. An der Naturzone kann ich einfach nicht nur gegen Pokémon kämpfen und die fangen, aber auch ganz neu dabei ist der Poké-Camping. Was heißt das genau? Der hat ein Zelt, wo ihr könnt überall abschlagen, nicht nur an der Naturzone selber, aber auch von der Route unterwegs seht. Und hier könnt ihr ganz gemütlich Zeit mit euren Pokémon verbringen, mit ihnen spielen, aber auch für sie kochen. Und du könnt ihr noch dabei, dass ihr könnt Zutaten für sie sammeln, wie Beeren, wo sowieso schon Spieler drauf waren, aber auch neue Sachen wie Apfel, Uferkraut, aber auch könnt ihr frittierte Sachen bei einem an der Naturzone kaufen. Mit diesen Zutaten könnt ihr dann Curry kochen. Also mit sogar Pokémon, die besiegt kaufen oder schwer verletzt kaufen, rumhehlen. Watch this. I can come back. That's the trick with this game. You come back. Eng vun de wohl umstrittensten Neuerfeuerungen aus dem Dynamax Future. Dynamaxing als eng Mischung zwischen enger Mega-Entwicklung, dem wir vielleicht an X an Y gesehen haben, an einem Z-Move, den wir als Sun an Moon kennen. Ein Kehr pro Kampf kann ihr sein Pokémon für 3 Runden extrem groß gelassen. That's a huge bitch. Und noch neue speziell Dyna-Attacken anwenden. Das war bei der Premiere vom Gen 8 Trailer recht umstritten gewesen, weil sich Leute abgeregt haben, dass das nicht mit dem klassischen Pokémon zu tun hat. Mir auch an der Dynamax-Form ist nicht gesagt, dass ihn direkt gewinnt, weil Pokémon ist nicht unstieflich dabei. Und neben dem Dynamaxing geht es auch nach dem Gigantamaxing. Das mischt sich genau dasselbe wie in Dynamax, aber es gibt mit ganz speziell ausgewählte Pokémon, die das machen können. Bei einem Gigantamax gehen Pokémon nicht nur riesig groß, aber sie kriegen sogar einen ganz neuen Look. Bei den Arenen ist auch etwas Neues dabei gekommen. Weil bevor ihr gegen den Arenaleiter als einem Dynamax-Pokémon antreten darf, muss ich für dich Prüfungen absolvieren. Normalerweise wäre es durchgegangen, wenn ihr gegen andere Kämpfer gewonnen habt, aber muss ich wirklich eine Prüfung bestehen. Und wenn ihr die nicht besteht, muss ich die Challenge von 4 machen. Entweder muss ich bestimmte Punkte mit Kämpfen oder Fangen von Pokémon erreichen, oder es muss durch ein 8 Labyrinth kommen. Es gibt noch nächste Unterschiede bei den Spielern, das nicht nur bei den Pokémon, wie das Shield, das Nightleaf Ponyta hat und Sword die neue Form von Parenta, aber auch die Arena wechseln. Bei Sword wird zum Beispiel ein Kampf an einer Gesteinsarena, der am Shield aber ein Geist an einer Eisarena ist. Die Prüfungen sind selbst süß und die jeweiligen Typ angepasst. Und dann kommen wir auch schon bei noch ein neues Feature, und zwar Raids. Hier kann jemand bis zu 3 Kollegen online wie auch offline gegen den Dynamax-Pokémon antreten. Das Kampf sind auf kleinster Schwierigkeit immens einfach. Aber ab der Stufe 4 bis 5, wo 5 heute Maximum wäre, sind sie sogar recht schwierig. Und dazu kommen 4 Level 100 Pokémon. Und da kann ich wirklich nicht komplett blind rangehen und erwarten, dass ich da wird gewonnen. Wenn ihr da weit gepackt habt, kriegt ihr dann eine Chance, das Pokémon zu fangen. Natürlich sind die Weights nicht perfekt, gerade wenn ihr mit einem Computer gewonnen muss, weil sie sind einfach viel zu schwach. Und Typ-Effektivität ist ihnen recht egal. Also wenn ihr mit 3 Computern für eine Stufe 4 oder 5 machen, kann ihr sich bald sicher sein, dass ihr nicht wird gewonnen. Leider muss ich aber auch sagen, dass Pokémon Sword und Shield viel mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat. Schon vor dem Release hatten sie nämlich angekündigt, dass es kein National Dex-Wert am Spiel ging, an den dann auf 400 Pokémon limitiert ist. Viele Fans hat natürlich nicht gefallen und sogar in den sozialen Medien war der Hashtag #BringBackNationalDex viral gegangen. Das ist natürlich recht schuld, mir für fair zu bleiben, muss ich aber auch sagen, dass Pokémon Sword und Shield beim Weiten nicht die erste Version ist, wohin sie nicht alle gute Fänge kommt. Und dann auch sein Pokédex mit 400 Pokémon zu füllen, muss ich aber auch mal packen.
wat Grafik ugeht, huet Sword or Shield die wahrscheinlich am schönste vun der ganzer Franchise. Wenn man natürlich alle gute wissen, kann in sech kein Grafik vun engem PC aufwarten. Dann heernst du ploppen och mal NPCs heernst aus dem Neistand Bild. Mir sos muss ich aber so, dass alles wunderschein an uns richtig méi gehen. Trotz der vieler Kritik 400 Release huet ich noch nie Pokémon-Spiel so sehr verkauft wie das Generation. Allein an denen echte 7 Days gouf Pokémon insgesamt über 6 Millionen Mal verkauft. No méi wie genug Spielstunden an ganz viel Spaß online wie auch offline kann ich wirklich nëmme soen fir all Pokémon-Fan ass dat Spiel einfach im Muss. Okay, dann nimmst du mich also mit Dinge komische Japaner, deren du gelangweilt hast. Zählst du mal Apps in der bester Filmfranchise überhaupt, die auch nie aus dem Trend dank Disney wird kommen? Ey, oui, beschwätz mit der. Was? Nee, ich schwanke gerade Pokémon, ich kann alle nicht nur lauschen. Ich bin ja auch nur gelauscht, aber den Blödsinn mich interessiert. Hallo? George Lucas, Merchandising, Suchen, Content, Porks, The Last Jedi, Ryan Johnson. Hallo? J.J. Abrams. J.J. Abrams! Ass dat heute lo eng neue Hoffnung fir EA. Du demst Fans bei de neue Battlefront-Deler zurückgeschlohen hun, an zum molsten zweiten Deel jo lo en ziemlich gut Spielginnners, wär der Werdungshalung bei Jedi Fallen Order professionell gesot, meh. Met Spielers lo eng Zeitschen raus an nech versich nicht froh zu beantworten, ob EA Rückkehr zu alle Stärke fund huet. An ja, fall solo all die Originaltrilogie Uspielungen verstanden huet, der Flecke kurz grinsen an den Schenk abschreiben. Yay! Also, viermal für rauszugreifen. Ich war am Vierfeld auch echt mäßig gehypt auf das Spiel. Am muss lo so hey, das Dinge mischt Spaß und das ist nicht so schlecht, für ehrlich zu sehen. Mehr für dich mal eine Männerin. Ihr seht als der Cal Kestis NRW, ein Jedi-Flüchtling, den seit dem Order 66 innergetaut ist, als Leben als Schrottaufbauer verdient. Et könnt er natürlich wie kommen muss, an die geht enttarnt, erschließt ihr mit der Crew von der Mantis, dem Chair an dem Grease zu summen. Diese nehmen schon eine geheimer Mission, an weil der sowieso auf der Flucht für Empire singen Inquisitor sieht und das wahrscheinlich kein zu den hat, als das für den Kerl auch die logischste Schwach. Ich will auch nicht so viel von der Story verraten, weil so ist doch ziemlich solid an Überraschungen erlebt ihr und soll nicht gespoilert gehen. Nachdem mir das mal aufgehakt haben, wie spielt sich das so als Jedi? Naja, wie wann den Sekiro in 3er am Tomb Raider, vom Reboot wohlgemerkt, an dem Samus gehakt wird, an allen 3 Parteien über Verhütung am Nohinal so ein bisschen geflunkert haben. Das ist nur konkret. Den Kampfsystem fühlt sich ziemlich an FromSoft-Spieler erinnert. Der Tisch dir blockt, appariert, Gegner haben eine Verteidigungsunzeich, an die dürfen nicht einfach den Platz knuppen, weil sonst gehen der Gehirlos dann spacken. Dabei kommen ihr Machtfähigkeiten wie der Force Push oder Grab zum 4D, die der Löser freischaltet. Über ein Skilltree könnt ihr Lore-Anträge ansammeln, Huden rotisch aus, Gegner respawnen, an den Heal-Objekt gibt Reset Checkpoint, sowie könnt ihr auch lauter Aufkätzungen freischalten. Also so ziemlich schwer bei einem Dark Souls / FromSoft 1x1 so muss dran sein. Den Tomb Raider an Metroid Deal kommen echt beim Explorativen zum Ersatz. Dir klettert, schwenkt, rutscht dir durch die verschiedenen Planeten und schaltet ihr mit allgewonnener Fähigkeit neu wehrfrei. Die Rätselpassagen sind sogar ziemlich nice gemäht und lassen ihr schon all dem physischen Gekämpfs auch mal die Großzellen in den Kampf run. Des Weiteren hat er einen Star Wars typischen Droide-Sidekick Mamnum BD-1, den ihr auch am Verlauf von der Story pimpen könnt, an den ihr zum Beispiel durch Hacking oder Scannen von Gegner zur Seite steht. Eier sammelbar Cosmetics für ihr Raumschiff oder der BD-1 geht doch zu finden, sowie könnt ihr Laserschwert mit Fontendele an Materialien selber zusammen basteln, und noch so gut verfehlen. Es sind die Detailer, die schon für mich persönliche Motivation gesorgt haben, und gerade Customizing vom Laserschwert lässt mein Star Wars Herz mir hinschlagen. Von den Locations hier schwankt Spiel gerne mal zwischen, seid ihr richtig flott aus, wie Bogano zum Beispiel an, wie verschiedene Aufschnitte bei Kashyyyk.
Weil Laserschwert richtig gut ausgeseit, mit wuchtigem Sound für sie schwätzen kann. Ja, sie für mich viel Detailer ziemlich verschwunden, so wie Gesichtsanimationen bei ihren Personagen an. Oh, die Wookiees. So. Mir also beim Tippe von dieser Review abgefallen. Ihr schleppt am Nolauströn. Aber alles, was ich gerade zu Fummer gehen hun, klingt auch irgendwie nur so Standard-Videogame-Journalisten gelabert, ne? Das kann daraus resultieren, dass man nicht nur ganz kritisch misst sind. Missisch so, dass Jedi Fallen Order im Endeffekt absolut nichts Neues bringt und in alles an besserer Form schon mal gesehen wird. Denn Sekiro kämpft sich mehr smooth, Lara Croft hat viel mehr Präzision beim Sprung nach Klettern, dir sieht schon was schmengeln. Trotzdem ging es schlecht, wenn ich behaupte ging, ich hatte keinen Spaß beim Spiel gehabt. All die Details, die ich da genannt habe, können heuer so schon nervig sein, aber das wird zu keinem Moment wirklich ein Dealbreaker. Das ist sympathisch, Spiel für den Star Wars Fan, aber allerdings auch nicht die Mega-Bombe, die es hätte können sein. Wenn du da so kein Problem hat, an sich Zeit bis zum Episode 9 oder der nächsten Episode von The Mandalorian will verkehrt sein, der möchte am Mengen auch nicht viel falsch. Hey, ein Ranked Singleplayer-Spiel ohne Mikrotransaktionen von EA ist doch auch mal nicht so Grund zu Fred, ne? Und dafür an dem Sinn, may the Force be with you. Dat war aber mal ein guter Beitrag, Kollege, Mann. Erstens, es sind nicht dein Kollege. Zweitens, du hast mir Wert nicht nur gelauscht. Ma doch, natürlich. Piu piu und so. So, ihr den Shuttle umbringen, hoffen, dass einer Leute mir nur gelauscht haben und dafür so ein Ösch nehmen schlau. Ciao. Ich so noch ciao. Das ist so. Nee. Du bist halt beim Ersten, das ist nicht der Kollege. Zweitens, das ist mir überhaupt nicht nur gelauscht. Lift! On action. Hat er gut geklatscht? Nee, du siehst was mit Dingen an der Welt. Merci, Jerry. Ich bin nicht der kleine Quietsch noch wie Dori. Nee. Star Wars, Disney, Suchen, Merchandise, Lego, Spieler, Cantina Band. Mach mir scheiß Merch. Oh mein Gott, hier schon gerade Giftgase und Komm. Und die Leute schon seit mir. Aber ich muss mein Ton nur laufen. Ich muss mein Ton nur laufen. Nee! Weil der Dokene so was machen. Ja, das war definitiv der. Sie clashen Personalities, da klappt. So, den fangen Nils in einen Akklang mal dieser Sam.